Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-466-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das hört zu euch Meir David. Ein bisschen früher heint habe ich gesagt, der klungen zu der Sängerin Ricky Royce, was hat noch was herausgegeben, ein neues Lied, was ist zum Hören auf YouTube und andere Plattformen. Das Lied heißt Golis Blues. Ricky Royce ist schon gerechnet wie ein Rockstar auf der jüdischen Gas und ich rekommendiere ihre Musik und ihre Komödie. Man kann sie aufsuchen auf Instagram, auf YouTube und viele auf TikTok und Facebook und mit Twitter euch. Ihr lasst sich bekennen mit Ricky Royce in einem längeren Schmuss und wir wollen euch hören von ihrer Musik ein paar Lieder. Hauptsache, der Klungentour in der Heim in New York, heint Mittwoch, dem 6. August. Hatanoa. Ich bin Ricky Rose. Ich bin ein Singer, ein Entertainer. Ich komme von der chassidischen Community von Satmar, von Williamsburg in Brooklyn. Und ich singe auf Jiddisch. Und ich habe letztens jetzt performt auf der Summer Stage Yiddish Concert. Und von Satmar zu Summer Stage. Sehr gut. Danke für den Reinführ und Mazel Tov. Jetzt ist Reus, ist noch was abgefallen auf dem Internet. Deine neue Rekordierung, es heißt Golis Blues. Lass mir hören noch ein paar Sekunden von dem, okay? Ja. Ich gehe herin, cooles Wandern. Von ein Platz zu dem anderen. Zufriedenheit ist von mir nicht du. Wie ich gehe, bin ich blue. Ich gehe herin, du und dort. Es ist Tinkle in Blue, an jeder Ort. Ein bisschen Maniche, wie es du. Ich meine als nur auf den Eulam Abu. Ich hab den Blues, ich bin blau. Das klingt sehr gut. Ja, Shkoyach. Shkoyach.
Kennst du ein bisschen uns geben mal reinführen zum Lied? Ja, the Gules Blues is couldn't call ich bin ein größer Chusset von the blues music. Ich bin sehr inspired von Ray Charles, B.B. King, blues, jazz auch ein bisschen, but blues is hat eine spezielle Platz für mich. Und ich fühle also wie Jiddisch, in keinem ist beigefallen zu machen ein Jiddisch Blues-Nicken, das verstehe ich noch nicht. Weil, kennt man sie tun, ich habe nicht gehört davon, but es geht also gut zusammen, die Jiddisch mit Blues, die Krächzen, geht also gut zusammen, Gules, Blues, es stimmt. Und ich habe geschrieben dem Lied, wenn ich bin gewesen in Gules. Und ich bin noch auch in Gules, aber wir haben eine eigene Gules. Ich habe immer gewandert von einem Platz zum zweiten, konnte ich kein Treffen am Platz, wie es fühlt, wie heim. Und ich habe so lieb gehabt, ich habe so lieb die Blues-Musik. Auch mich herausgesetzt zu schreiben, jüdische Bluesnicken, von Gules Wandern und geben mal Krechts, oi. Mitten in den ich habe darf mir geben mal Krechts, oi. Interessant, wie soll du definierst Goles? Ja. Gules ist, man kann nicht treffen nach Heim. Man ist Exile, ja. Man ist rausgeworfen von der Heim. Aber in dem Fall hat es gar nichts zu tun mit Yisrael und wohnen Chutz Laaretz, nur zu tun mit sein alienated, wie man sagt auf Englisch, ja? Ja, nicht Tafke, es ist so. I mean, in the größere Bild öfter. Also wie in dem Gules und das Mashiach kommt nicht, ist nicht du kann immer geillen, nicht kann chillig Tomer, wir sind jetzt so oder nicht, ist mir noch alles in Gules. Nicht du kann geillen bis, also wie man es ausgelernt ist, dass nicht du kann geillen bis Mashiach kommt. Ich weiß nicht, ob Mashiach ist ein Mensch oder ob es ist eine Energy oder wo es pinklich das ist, aber ins viel mehr noch der Gules, ins viel mehr als in sind wir nicht daheim, Menschen machen mit, man lädt, verschiedene Sachen. Und ja, so du hast auch gute Sachen, man kann sein sehr dankbar für, aber so auch du hast Sachen, was man lädt auf. Und man darf man geben, als guten Krecht, wenn man singen Gules. Und das singen die Blues. Koidem will ich, als der Eulam soll wissen sein, wie soll kommen, sich zu hören zu dem Lied? Wie kann man das kaufen oder hören auf dem Internet? Man kann es kaufen auf iTunes, man kann es aushören auf alle Plattforms, auf Apple Music, Spotify, YouTube. Und auf YouTube ist auch du, aber gemacht das spezielle Lyric-Video, wo das hat die Translation und die Transliteration beide auf Englisch, als jeder eine soll es können verstehen. So du Menschen, das haben mich gesagt, dass gehen das müssen sich auszulernen, mehr Jiddisch Wörter. Sehr fein. Soll man aufsuchen Goles Blues, Ricky Rose, und Ricky Rose schreibt man R-I-K-I-R-O-S-E. Ricky Rose, ja. Mein ernster Name ist Rivke Rosenberg, aber dem hat man nicht schon angehen. Sehr schön. Okay, ich weiß ein bisschen wegen deiner Geschichte und du bist sehr offen mit deiner Vergangenheit. Also, kannst du uns übergeben ein bisschen von deiner Geschichte, welche wird sehr interessant. Ja, so ich bin aufgewachsen in einer Kehille, was heißt Benai Yoel. Das ist eine Sekte von Satmar. Das ist nicht, es hat sich umgegeben, ich spiele mir wenn, 8 Jahre zurück. Schon 30, 40 Jahre zurück mit Tama. Oder mehr, ich hatte schon nicht geschrieben. Aber Benai Yoel ist sehr extreme Sekt. Sie halten nur mit der alten Rebbe, nicht mit allen neuen Rebbes. Und so man got the extra school and a summer camp. So guys in the Igweit so in the school. Ich bin gegangen in the Igweit so in school. Und ich habe Eibe gesungen, und performt, gemacht Jokes. Eibe bin ich gesehen ein Entertainer, schon von als Kind war so.
wenn ich bin gewesen jünger, ist es gewesen süß, jeder hat gesagt, wow, kiek wie süß. Menschen pflegen doch, oh ja, das ist nicht ein Jingle, also ich meine Sachen. Später ist es geworden ein bisschen älter, noch die 12 Jahre, noch die Bas Mitzvah, hat man schon nicht gemerkt, singen so viel. So, es ist schon nicht gewesen, so viele Opportunities zu singen. Es ist gewesen keine Gelegenheit, keine Sache. Es ist gewesen, du dort, mit der Keulenparty, mit den verschiedenen chassidische, fröhliche Events. Was gibt es von dem, es ist gewesen keine Sache, wie zu singen. Bechlal, sind nicht gewesen encouraged für a Meidl zu singen. Aber ich habe einfach gewusst, dass das will ich tun. Und ich habe bechlal nicht lieb gehabt, ich habe keine nicht lieb gehabt, starke Fremdkeit. Und zu bisslich, ich umgeben als Teenager, aber ich umgeben, waren mehr rebellious, und ja, mit der kürzere Kleid, und ga mit Make-up, ga na so, ga na sie. Noch habe ich mich getroffen mit meinem Ex. Man in seiner Gastene gehabt. Man Tata hat nicht, bestimmt ein Neuf nicht Maske mehr wenn zum Schiddich, weil es nicht gewesen arranged Schiddich. Und hat mir gesagt, dass ich gar nicht trug nach Spittel noch die Gastene, kann ich mir keinem nicht sein ein Teil von der Mischproche. Und ich habe beglaam nicht gewollt gehen mit der Spitzel. Ich habe gesagt, da gibt ein Pieren. Lass mich auf mit der Spitzel. Ich darf nicht mehr spuchen. Und ich habe gechoosed einen anderen Weg. Und noch bin ich gewesen Gasten, ich habe fast 7 Jahre. Nicht gewesen kein healthy marriage. Und sind wir beide gekommen von einer Sache, nicht kein gesinnter Background. Und so genommen eine lange Zeit, bis haben wir sich endlich gegessen, noch 7 Jahre. Und damals bin ich in ganz, aber ich decided, ich gehe nicht sagen, ich gehe nicht gehen, also ich gehe nicht, weil jener will, ich hatte nicht sich will. Und wieso ich viel. Und ob ich connect nicht zu Jüdischkeit, gehe ich es nicht stehen, stamma so, weil einer hat mich geheißen. So ich habe alles weggeworfen. Und noch ein paar Jahre, habe ich zurück umgegangen, amul des, amul jens, du musst jetzt halt sich kusher, jetzt, amul halt sich Schabes, ich habe lieb Sachen, so du die Sachen von Jüdischkeit, das ich habe lieb, aber ich tue es von Willen, und von, ich connect zu dem, nicht stand, aber wie man mir geheißen, und also im Nismen, und also nicht gar brennen in Gehennen. Sie kommt von einem anderen Platz. Is this is a master in Kort. And music is eigentlich eine große Sache von mir. So hat man auch genommen sehr lange Zeit zu tun, was das Thema Musik echt. Wieso ich habe es lieb zu tun. Und ich bin durchgegangen nach Sache Healing und so genommen ein Stück Zeit. Aber durch Hashem jetzt kann ich sagen, als ich ziehe es mit dem ganzen Herz und ich bin dankbar, dass ich kann es tun. Und es ist mein Tafkid, es ist mein Emmes. So jetzt, noch ein paar Jahre, wo es mein Tate gesagt, ich kenne schon mehr in der Sprache, meine jüngere Schwester hat auch getroffen, sie hat sich nicht umgetan als Spitzel, sie hat sich umgetan als Scheitel. Und mein Tate hat hier auch herausgeworfen. Jetzt waren alle Brüder und Schwestern, haben sich gewollt verlieben, noch eine Schwester. Und zu bisschen sind wir zugegen zu werden mehr und mehr vereinigt. Und anstatt sie sind auf meiner Tate sagt, sind uns alle zusammen. Und meine Tate ist, amul kommt nicht, amul kommt ja, zu des Simples. Et kämen so mal, dass wir heimgehen, aber besäten sind wir dort. Aber ins kämen nicht gehen, sie sind Haus. Und sind wir nicht welcome. Meine Brüder und Schwestern sind uns alle geht mit. Ein paar von sein mehr geht wie andere. Und meine Mama ist, sie ist mehr, also wie, sie hat nicht kein Breire, weil sie das Team, was ihr Mann heißt, also ihr arbeitet gewöhnlich in der Community. Und so es ist ein bisschen traurig für ihr, sie kann nicht
echt haben ihre Kinder kommen zu der Haus. Und du singst Taka mit einer oder mehr Schwester, ja? Ja, ein Schwester, ein Bruder und ein Nies, eine Nichte. Sie sind fremd, schon mit euren Mitzvahs, chassidisch, aber sie sind nicht also extrem fremd. Sie gehen schon mit der Scheitel, sie haben Smartphones, das ist schon ein bisschen mehr mit denen. Aber sie sind noch alles fremd. Eine Sache von unseren Zuhörern meistens verstehen Jiddisch sehr gut und reden Jiddisch in der Sache von ein ganzes Leben, aber nicht alle wissen Taka, was heißt a Schätel, a Tichel, a Spitzel. Kannst du definieren und erklären? Ja. So, a Scheitel is a wig, ja, a Scheitel. Nachdem es du a Spitzel is a min Sach, wo sa a kleine Stickel von Haar in the front, a pitzi Stickel Haar. Es ist nicht echte Haar, sie gemacht von a solche Fäden mit, so aussehen efter wie a bissel Haar, und auf dem bindt man auf a Tichel, und die Haar steckt sich heraus, dat eine halbe Inch. Und das heißt das Spitzel. Ja, die Geist auf Google und die likest daran das Wort Spitzel, darauf kommen Bilder, das können sehen, pinklich, wo es sieht aus. Noch ein zwischen Spitzel und Scheitel ist du noch eine Sache, meine Wegen, wie soll sich zieht zu decken der Haar. So du a Front, wo das ist ein Tichel, aber mit einem Scheitel hinter dem. Und nachdem ist du a Scheitel mit der Hat. Das ist ein Scheitel und man geht mit der Hit auf dem. Nun du a Scheitel mit der Band. Und nachdem ist du a heule Scheitel, wo das ist ein gärige Scheitel. Es du verschiedene Mine Scheitel, so du human hair, und so du de falsche Haar, so du lace front, was du macht schon haben, wo sieht sehr stark aus wie Haar. So verschiedene Mine Sachen. Wenn du bist gewesen, Chasna gehabt, hast du schon rebelliert mit deiner Haar und nicht getragen kein Spitzel, anstatt Spitzel hast du getragen a Scheitel, ja? Ja, de eerste 5 uur ben ik gegangen met dat Scheitel. En nog heb ik mich ausgetein de Scheitel en ik ben gegangen met mijn Haar. De letzte 2 uur van mijn marriage. Du hast euch geredet wegen geistiger Gesundheit, Mental Health. Willst du ein bisschen erklären wegen dein Gerangel mit dem? Ja, das hat sich ungehoben. Auch schon als Kind, nicht als Kind, aber als Teenager. Wieso sagt man Teenager in Jiddisch? Wir sagen Zehnerling. Zehnerling, in de Zehnerling-Juden. Das ist ungehoben mit der Zehnerling-Juden, ja. Aber ich ungehoben vielen, also ich kann nicht wissen pinklich, wo das ist. Jetzt weiß ich ja, das ist Depressie. Aber man hat nicht geredet, Hanzetux in der chassidischen Welt, jeder eine redet schon, nicht nur in der chassidischen Welt, überall. Jeder eine geht zu Therapy, jeder eine ist vernehmen mit Mental Health, sie geworden eine ganze Sache, das ist schon eine normale Sache. Aber damals, wir reden auf in 15 Uhr zurück, 15, 16 Uhr zurück, und ich geredet von sie gewesen, da haben wir einer gelitten auf den Nerven, sie ist gewesen, Assault, keiner hat nicht getut reden davon. Und ich habe nicht gewiss pinklich, wo das ist, aber ich habe gefühlt, als ich habe nicht gefühlt geht. Geistig. Ich habe gefühlt, also wie eine Schwierigkeit. Und ich habe nicht gewiss, was zu tun damit. Es hat mir genommen eine lange Zeit, bis ich endlich gegangen für Help. Und umgehen sie einen Therapist. Und unheib hat man Mama nicht gewollt, ich so gehen, weil es hat schaffen für das Schiddich, aber zum Stoff hat man hier übergerät. Und ich habe gegangen für Help, man hat mich geliked auf verschiedene Pillen, man hat probiert alles. Und ich wollte gesagt, für 10 Jahre, es ist viel mehr, 12 Jahre, bin ich gewesen, auf von den Pillen, von Antidepressants. Noch habe ich gegangen auf Panic Attacks. Bis ein paar Jahre zurück, ich habe gesagt 4 Jahre zurück, aber ich umgehoben zu experimentieren mit anderen Therapies, nicht nur Pillen. Ich bin auch von den Pillen, ich habe umgehoben, ich habe getan Psychedelics, ich habe getan Breathwork Therapy, Utman, Exercises, verschiedene Therapies, wo es hat mir sehr, sehr geholfen. Jetzt letztens habe ich umgehoben IFS Therapy,
So das ist auch eine moeilige Therapie, das hat mir gesagt geholfen. Und so bisslich, aber ich mich ungeheben auszuheilen. Und ich bin eibig gewesen, sehr offen wegen alle Sachen. Ich habe alles geredet auf Social Media. Es ist wichtig zu reden davon, als Menschen so nicht spielen sind und allein. Jeder lädt auf etwas. Man darf noch geben, ich habe eine tiefe Utem, also wie man nicht, eine tiefe Utem ran, Utem raus. Und Team muss man kennen, sich zu ausheilen. Ich muss bemerken, dass du hast ein Lied, Taka mit dem Namen Otmar rein und Otmar raus, ja? Ja. Kannst du ein bisschen erklären wegen dem Lied? Ist das passiert auf der Therapie? So, der Lied ist eine moeilige Sache, weil ich kann chillig wusste, geht schlecht im Leben. Wenn man hat eine tiefe Utem ran und eine Utem raus, kann man auch mal klurere Kopf. Und man kann besser umgehen. Also. Aber man hat eine tiefe Utem. Man sagt, man ist busy herumlaufen. Man ist so vernehmen ein ganzes Leben, aber man vergisst sie. Es gibt eine Stelle auf, tief heranutmen und auskludende Kopf. Und von dem habe ich gemacht, den Nigen, speziell, wenn ich gelitten auf Panic Attacks, ist Utem eine sehr wichtige Sache. Weil man kann mit der Utem machen die Heart Rate so ganz ein bisschen stark. Kann das Team mit der Utem allein. Das ist eine sehr powerful Sache. Ist gut. Soll der Eulam will euch wissen sein, wie also kann man sich verbinden mit dich und dich nachfolgen auf sozialen Medien? So man kann mich noch auf Social Media ist Ricky Rose, RIKI_Rose. Noch nicht du auf TikTok bin ich Red Ricky Rose. Auf YouTube kann man mich auch treffen, auf Facebook, alles unter Ricky Rose. Und ich habe jetzt eine Show, wo sie geht an August 24 in the Upper West Side, Triad Theater. Das geht an eine moeilige Show. Du weißt Moshe Rosenfeld von Golden Land Concerts. Oh ja, Moshe Rosenfeld, das ist Salman Latex Akusen und ist ein Impresario von jüdischen Theater. Ja, geht, ist gebucht the concert. Der Produzent. So, ja, Producer, ja. Produziert. Meine Shows ist interessant, auch die ein bisschen Comedy, ein bisschen Music. Weißt kommt halt sehr an nur. Comedy ist auch eine moeilige Sache, weil sie hilft auch heraus in alle Matsuven. Kein geben man nach ein Witz, macht es leichter ein bisschen, der Matsuv. Und man darf lachen. Ein bisschen. No, was ist ein Witz, was du kannst uns übergeben? Ich hatte es mit den Nerven, wenn sie gewähnt, das kommt von einer Play, wo sind wir aufgewachsen mit. Die Play heißt Der letzte Gedanke. Und einer von den Characters, heißt Chaim Stinkewitsch. Und geht zum Doktor. Sitzt in der Wartsaal und fragt der Mensch, der sitzt neben ihm, wo sind die du beim Doktor an? Sagt ich hatte es mit den Nerven. Fragt mir mit was? Mit den Nerven! Mit den Nerven? Du kannst es nicht erkennen von mein Jiddisch, aber von der Mamas Zeit stamme ich von ungarischen Jiden. Und dein Jiddisch, dein Akzent klingt sehr heimisch. Wow. Du redest ein bisschen Ungarisch, ein paar Ausdrücken? Majarul, nehmt du dem. Nehmt du dem. Und ja, ich dann ja? Ja, ich dann ja. Igen. Kannst du ein bisschen erklären, wegen dein Tata Mama, Baba Zedes, von wann sie stammen? So, alle meine Babas und Seides sind von Ingeden. Ich habe eine Seite, was ist von Rumänien, aber das ist ein Heilig von Rumänien, was ist gesagt gewesen, also wie ein Tag ist gewesen,
Der Romania eintog ist gewesen Ingeden. Ja, sind alle von Ingeden. In kleine Städtelig. En alle Chassidisch. Chitzman Tate, ist Vater Mechumma gewesen, nicht Chassidisch. Noch der Mechumma sie geworden Chassidisch. Du kennst auch mit die Namen von die Städtlach? Ja, eine Seite kommt von Cabo, heißt der Stadt. Da muss jetzt von Cabo. Nein, nur Cabo in Mexiko. Ja. Noch eine andere Baba kommt von Temeshwar. Temeshwar? Temeshwar. Das ist auch het gewesen, etwas Rumänien festgestanden, meine ich. Mhm. Temeshwar. Beide Babas kommen von Temeshwar. Und die andere Seite kommt von Satumare, von Satmer. Oh, Taka Satmer. Dachte ich mir, ich bin nicht sicher. Ob er kommt von dort, oder ob es dort gewesen als Bucher. Etwas so. Ja, ich habe gehabt Krevim von Satmar. Nicht Chassidisch, faktisch. Oh wow. Und ja, erzähl wegen dein Jiddisch. Ich kann das sagen, als du nicht nur redest du Jiddisch, nur schreibst du Jiddisch auch. Sehr gut. Also hat man dich ausgeschult? Gut, ja. Jiddisch in der Heim hat man nicht gelassen, lernen kann englische Bücher oder reden in Englisch. Man hat gemerkt reden auf Jiddisch. Viele als man gesucht das englische Wort, hat man das gemisst mit dem Akzent. Du musst schon in Sommer genitzt, das auch englische Wörter. Ich habe auch gesagt von meiner Tante, ich gehe in Grocery, sagt er mich, Schigenes. Sag normal wie ein Mensch, gehst in Grocery. Man gedacht sagen, die englische Wörter mit einem jüdischen Akzent. Bei uns, nicht bei jedem gewesen so streng, aber bei uns gewesen sehr streng. Man hat nicht gelassen, keine englische Bücher. So ich habe gelernt, als Sache Jiddisch als Kind. Und alle versteht sich nur chassidische Bücher. Maße für Rebbes und verschiedene. Wir haben auch die jiddische Novels, was sie do. Und schreiben in School habe ich auch geschrieben in Jiddisch, beide Jiddisch in Englisch. Und ja. Aber es ist sehr imposant, was du kennst, nicht nur reden, aber auch schreiben. Das ist selten, ein bisschen selten, was mehr in der Welt von Jiddischisten bekennen sich mit Menschen, was sie reden fließig Jiddisch, aber schreiben Jiddisch ist nicht so, aber in dein Dor, in deine Bewegung von Chassidim, ist das Tage gewesen, etwas, was man ausgelernt, die Kinder. Alle deine Chavertes in der Schule können schreiben Jiddisch so gut wie du? Ja, aber. I mean, ich bin auch sehr creative, so kann man nicht so creatively, but ich kann schreiben in Jiddisch. Bei uns hat man, ich kann nicht nur das, Jiddisch kann ich schreiben, sag besser wie Englisch. Ja, weil Englisch hast du damals auch ausgelernt später im Leben. Ja. Englisch hat man sich ausgelernt in first grade. Und auch in der Jiddisch hat das Sach englische Wörter, oder das bemerkt. Und nicht mehr sei das Sach englische Wörter. Aber beim Schreiben nützt man es nicht. Das ist nur beim Reden. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem. This is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mische Goyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will gar sein zufrieden, weil wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Aber oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt,
JBI können helfen Menschen haben ein Zutraut zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Ich geh herin, cooles Wandern, von ein Platz zu dem anderen. Zufriedenkeit ist von mir nicht du. Wie ich geh, bin ich blue. Ich geh herin, du und dort. Es ist tinkeln blue an jeder Ort. A bissl meniche, wie es du. Ich mein als nur auf den Eulam Abu. Ich hab de Blues, ich bin blau. Oi, was, ich hab das so Shows. Auf der Welt, ich Blues, ich krechte so. Arub geloste Nuss, oi, lavoi. Favos hast die, ich habe gelost. Sag mir favos, pushet den Prost. Mama, wie bist du? Ich darf dich jetzt. Favos hast du sich für mir abgepitzt. Ich hab den Blues, ich bin blau. Wieder sieht man sich von dem Aros. Von Amore Scheure, also wie sie geht. Es ist Tinkel in Blue in der ganzen Haus. Ich hab den Blues, ich bin blau. Oi, von was, ich hab das Shows. Auf der Welt, ich Blues, ich krechte so. Arub gelaste News, oi, wa voi. Sing mit mich de Blues. Amol, das Problem als krechts. En ze hebben een goedes. Von einem Mensch, noch von einem Geist. Man will drauf kommen, von dem Himmel dem Blut. Als ich soll schon mehr nicht viel Blut. Ich hab den Blues, ich bin los. Oi, favos, ich hab das schon. Yo, 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 ich hab den Blues, ich bin los.
Und wie du weißt, bist du nicht die Einzige, was ist bekannt für Komödie, für Singen. Hast du gehabt Inspirations von anderen Menschen, was sind gegangen von der jüdischen Welt, von der chassidischen Welt zum weltlichen Welt? Nicht echt. Gemacht alle meine Inspirations kommen von chassidische Singers und Lemushel Yantav Ehrlich, Liebe Schmelzer, Michal Schnitzler, und musically von Asach Goyische Singers. Ja, wer sind inzwischen deine beliebteste goyische Singer? Ray Charles, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, wer noch? Das ist von der ältere Dorf, von der mehr jüngere Dorf, B.B. King, Stevie Wonder, und von der jetzige, von der Pop-Industrie, wollte ich gesagt, Lady Gaga, ist auch eine, was ich gesagt habe. Und ich habe gehört, euch singen Chazones. Du kennst auch mit die klassischen Chazonem oder die moderne chassidische Chazonem? So, ich habe sehr lieb Chazones. Und es ist nicht meine erste Sache, was ich tue, aber es ist eine von den Sachen, was ich tue. Und ich gehe jetzt auf ein größtes Liedeskonzert. Du kennst Jeremiah Lockwood? Es klingt mir bekannt, aber kannst du uns geben eine Einführung zu ihm? Er ist ein Chazan und er ist auch ein Blues-Singer. So sehr interessant. Er macht jetzt ein Liedeskonzert. Das ist ein größtes Konzert. Von alle seine eigenen Kompositionen von Chazan-Stücklich. Und der Singer, was gerne singen, ist mich mit Yoel Cohn. Yoel Cohn ist auch eine, was ist aufgewachsen in Chassidisch. Und insgesamt performen mit der Orchestra alle seine originelle Kompositionen. Das klingt sehr gut. Ich habe gesehen ein Interview, in welchem du hast identifiziert Leah Forrester wie ein Mensch, mit wem du das gehabt zu tun in deiner Karriere. Kannst du uns ein bisschen erzählen wegen dem? Ja, Leah Forrester habe ich getroffen. Ich habe mich getroffen mit ihr, wenn ich bin noch sehr jung, 17 Jahre alt. Ich bin 16 viele. Ich bin gegangen zu einer Talent-Show, wo es nicht echt gewesen für chassidische Mädels. Sie waren mehr also bis Jakob, Litzfischer oder mehr mit deren. Und ich weiß nicht, wieso ich bin umgekommen dahin, aber einer hat mir gesucht davon und ich bin umgekommen. Ich habe gesungen für eine Audition. Und sie ist mir schuldig geworden, wer der Mädel das singt. Und ich habe gemeint, sie sind mit denen, ich kann singen, wieso ich will. Und ich kann tanzen, wieso ich will. Ich habe mich leer umgekommen den nächsten Tag und gesagt, wie meinst du bist? Ich sagte, du kennst auch in der Competition, aber du darfst ein bisschen watschen, wieso du singst. Und sie hat mir das gesagt auf einem Weg, wieso ich, also sie will es so singen, wieso ich will, aber ich will wissen, ich bin ein Beis Jakob. Verstehst? Beis Jakob soll der allem wissen sein, ist, dass es eine gore frumme Schule, eine frumme Schulbewegung, aber das ist gewesen laut dein Standard ein bisschen modern, ja. Eigentlich, ja. Ja, was ist nicht chassidisch, das ist Litwisch, und zu uns Litwisch gewesen mehr mit denen. So habe ich mich damals betroffen mit ihr, und nach der Talent Show bin ich noch ausgeblieben in Touch mit ihr. Und sie hat mich auch aufgerufen auf eine größte Show, die sie gemacht hat, Eichel und Moed. Und ich habe nicht getuert von meiner Mama, als ich gehe auf die Show. Sie hat mich keinmal gelassen. Und später hat sie ausgefunden, sie gewinnt eine ganze Balagan. Weil sie gewinnt eine Show nur für Frauen, aber eine riesige Show in Brooklyn College mit hunderten Frauen.
ich habe in Brooklyn College oder einer von der größten Oratorien. Sie sind dort hinderte Frauen und sie hat mich heraufgerufen zu singen einen Song. Und sie hat damals beklaut und geblieben bekeisert die ganze Zeit. Noch aber jammer sehr, bis jetzt. Sie sind gute Friends von mich, Lea. Ja, das soll der Eulam wissen sein, als Lea Forrester ist eine große Komikerin. Ja. Verweilerin. Sehr fein. Und bist du euch bekeschen noch als mit Livy Pollack? Sie ist ein paar Mal gewesen auf unser Programm. Ja, warte, ich habe sehr lieb. Libby ist auch ein gute Friend. Sie haben schon Friends von Juden. Libbys Mama ist gewesen auch mein Principal in School für ein Stück Zeit. Und ich kenne die ganze Mischpuche auch. Sie haben schon, ich kenne ihn schon als Kind war so, eine lange Zeit. Wo bist du gewachsen, genau? In Williamsburg. Kannst du ein bisschen übergeben wegen dein Gegend von New York und die Schule, in welche du bist gegangen? Ich bin aufgewachsen in Williamsburg. In der Schule auch, alles in Williamsburg. Ja, es ist in Brooklyn. Über the Williamsburg Bridge. Und wenn du bist gewachsen, hast du gehört, dass auch Jiddisch auf der jüdischen Gas, auf der Gas? Ja, alles gewesen in Jiddisch. Überall. Und wegen dein Teil von Satmarer Chassidim, für was ist das gewesen als eine kleine Sekte von der Satmarer Kehila? Die Benai Yoel sind eine interessante Sekte. Sie haben sich ungenehm mit der Rebbezen, was geschehen ist, weil der Rebbe ist weg. Der Rebbe hat nicht übergelassen, keine Kinder. Der Rebbezen hat noch gelebt damals. Können wir erklären, wer ist gewesen der Rebbe? Rabbeinu Yoel, der Divra Yoel von Satmar. Rabbeinu Yoel ist gewesen der Satmar Rebbe, was hat übergelebt im Mohammed und hat aufgestellt die ganze Satmarike hele Drew in Amerika. Und wenn ist weg, hat nicht übergelassen Kinder, ist dann Plimenik hat übergenommen als Rebbe. Und der Rebbe hat noch gelebt und sie hat nicht lieb gehabt den Plimenik. Etwas hat sie gehabt ein Problem mit ihm. Sie hat aufgelegt nach Tovu auf seinem Platz in Schielen geschrieben, du hat der Rebbe gedauert. Und der Plimenik, geheißen der Bayerich Moshe. Der Bayerich Moshes Menschen haben mal gerissen in Tovu und damals hat sich umgehoben der ganze Krieg mit der Benai Yoel und der Bayerich Moshe. Die Benai Yoel sind eine kleine Gruppe, was haben gesagt mit der Rebbezen, bei dem riefen sie die originelle Feministen, weil sie sind gehen auf der Saat mit der Rebbezen gegen den Bayerich Moshe und damals hat sich umgehoben ein ganzer Krieg und man hat sich gefeit auch auf Properties und Sachen. Ich weiß nicht pinklich alle Details von der Masse. Aber ich weiß, dass es umgegangen ist von Juden, der Krieg. Und nachdem, in der sehr kleine Gruppe, sind mehr extreme Satmer Chassidim. Die haben nicht gekannt. Wenn man sie kennt, noch lassen, als der Rebbe ist weg. Wenn man sie kennt, unnehmen an eine Rebbe. Nachdem ist, noch was der Bayerich Moshe ist weg, demot es gewoon een nieuwe Krieg mit seinen zwei Seen, Abend zusammen Leib, wo Hans ist Satmer, ich weiß nicht, ob ihr weißt es, wo Satmer ist geteilt in zwei. So du da Aroinem und das Aloinem. Die Menschen, wo du ein Rebbe Abend Teitelbaum und du zusammen Leib Teitelbaum. Das sind die zwei Seen von Joel? Von der Bayerich Moshe. Von Moshe. Ja, weil die Joel hat nicht übergelassen Kinder.
So das sind die zwei Seen von den beiden Gemäusche. Und jetzt du zwei riesige Satmes. Aber wer hat gedarf sein der Rebbe? Leute der Rebbetzen. Ich bin nicht gewähnt wer. Der Rebbe hat sich übergelassen kein Kinder. Sie hat gehalten, dass es soll sein a Sekte ohne Rebbe. Ohne Rebbe, ja, so wie der Chabad. Ja, interessant. Gut, was geht sein in deiner Zukunft? Was hast du für Ziele von der kommenden, lassen wir sagen, 5 Jahren? Ich habe Sachshows, was geht sein, der Jahr, und nachdem arbeite ich auf einer Tour. Jetzt ist dann eins in Amerika und eins in Ausland. Und ich arbeite auf meinem Album, noch mehr Musik, jüdische Musik, auch ein bisschen englische Musik, beide. Und ich hoffe, dass die umkommen zu Platz, wie ich kann performen in Madison Square Garden. Das ist mein Goal. Soll sein mit dem rechten Fuß. Oh mein. Wegen dein Singen, hast du genommen Klassen oder trainiert? Du hast eine gewaltig starke Stimme, das wissen alle. Aber viele, die was haben so rohe Talent, dürfen nehmen Klassen einmal. Hast du so ausgeschult in Singen? Ja, ich habe als Kind kein Mensch genommen kann Lessons bis der letzte, nur wenn ich umgeben zu nehmen, meine Karriere, sei reden, aber ich umgeben zu gehen zu Voice Lessons. So, die letzten 2 Jahre gehe ich ehrlich jede Woche. Aber vorher bin ich kein Mensch gegangen. Buch Hashem, mein Voice ist gesinnt, es ist in einer guten Condition. Ich meine, ich habe es eigentlich gut genutzt, also ich suche der Voice Teacher, aber es geht noch aus zu gehen zu Voice Lessons, weil das ist so wie, man macht Exercise for the call. Das ist auch der Weg, wie man macht Exercise für eine andere Muscle. Kannst du uns ein bisschen übergeben wegen machen dem neuen Video? Mit wem hast du gearbeitet? Wer sind die Spieler und andere Anteilnehmer? Von welchem Video? Von Golas Blues. So ich habe nur gemacht ein Lyric Video, ich habe nicht gemacht ein Music Video. Ich habe alles allein gemacht in dem Video, die Wette. The lead, the production, is gemacht worden mit Isaac Glick. Ist auch ein chassidischer Producer. Ist sehr talentvoll. Und sein Style ist sehr also wie Rock, auch ein bisschen bluesy. Hat sehr gute Rhythm, so ich gewiss, dass geht verstehen zu der Musik. Und auch hat man sehr gute Friends. Und sie gewinnt sehr das Sache von zu arbeiten mit meinem Freund auf dem. Und ich habe echt eine gute Arbeit. Und auch dann habe ich gehabt, mein anderer Freund hat gespielt Piano, und andere Freund hat gemixt. Das ist gewinnt ein Projekt, wo wir getan zusammen. Und die ganze Prozedur davon ist gewinnt sehr echt fun. Mag ich fragen, wer hat gespielt Gitarre? So die Gitarre ist sehr gut. So der, was gespielt Gitarre, ist ein chassidischer und will nicht Menschen wollen wissen, was es ist. Weil arbeitet mit der chassidischen Singers und will nicht so öfter einen Effekt auf seine Karriere. Und ist ein Fremder, so. Ich kenne ihn nicht persönlich. Isaac hat ihm gerissen zu spielen die Gitarre. Also ich kenne ihn. Hat rekordiert sein Sessia, Stiller Hate, und du kennst ihn viel nicht persönlich. Ja, hat rekordiert
allem sag ich rekordiert a Pool Sessions in sommer rausgepickt welchen Film und zusammengestellt alles. Du, ich behört sich zu, soll wissen sein, als ich halt sehr von sein Gitarrespielen. Ja, es geht, nein? Ja, also, außergewöhnlich. Es gibt so eine Sache zum Lied, Leid mein Meinen. Du gehst, wie ich verstehe, sein bei der Jiddischwach, ja? Nein, gehe ich nicht an Jiddischwach. Du bist gewähnt Vaterjahren, willst du ein bisschen übergeben wegen deiner Überlebung dort? Ach, ich habe das sehr gute Zeit. Es ist gewähnt, ich habe sehr nur gehabt, Kundenkauf ist herrlich schein, mit dem Wasser und der nature and in performen von den Menschen, was hat man so lieb Jiddisch. Es gibt immer so Geschmack. Und zusammen mit den Menschen, was reden Jiddisch. Es gibt einen guten Geschmack. Der Essen ist auch sehr gut gewesen. Und koscher dazu. Ja. Gut, und ja, das ist ein Phänomen, was Menschen haben dich lieb von Asach Svivas, von Jiddischisten, von Nicht-Jiden, von Jeden von den ganzen Tag und viele Chassidim. Wie beziehst du dich mit Chassidim? Ich habe gehört, dass du bekommst Phone Calls einmal oder Texts von Menschen, was sind noch als stark eingebunden mit der chassidischen Bewegung und sind nicht frei, aber sie haben sehr lieb dich und deine Musik, ja? Ja, so ich rief es als Sach, also ich behalte mich Chassidim Ghost-Fans, rief es das. Als Sach Chassidim, was hören aus meiner Musik, was kicken auf meine Videos, und weil sie kommen nicht an Shows und sie können nicht werden gesehen bei meinen Shows, weil sie sind chassidisch und sie haben Müde. Ich suche sie alt, kommt noch alt, kommt anyway, aber sie will nicht kommen, so was kann ich tun. So ein bisschen Shoot, weil sie verpassen, aber das ist das Leben, das sie choosen und ich kann gut nicht stehen zu dem. Und ich habe mir nicht beigefallen, wie ich sage, Fans, ich habe in der chassidischen Welt, bis es den die Pirem, letzte Pirem, habe ich gewachsen in der Gas. Und jeder eine ist ungeschickt Pirem. Und alle Männer haben mich befallen, Ricky Rose. Nicht alle, aber das sag. Und ich habe mir nicht gedacht, um ein Bodyguard zu können, durchwachen. Damals habe ich angesehen, wie ich sag, von den Chassiden und von den Buchern, was hören aus meinen Songs und kicken meine Videos. Und ich weiß auch, was ich finde. Das gedacht haben, ein Bodyguard, liebes gewähne, soll ja was sagen von Menschen, die dich attackieren? Nicht das Verkuhne, aber sie gewähne also in Bequem. Und ich bin mitten in Williamsburg und die Menschen, die weiß nicht, wer ich bin, haben umgekippt, also ich wäre die Frau, was jeder eine schreit noch. Du hältst dich sicher. Und es ist gewähne, also es ist nicht gewähne respectful, sie durchgewachsen, also in Wilhelmsburg. Und ich bin gewähne ungetein Zniesdig, ich habe gehabt auf der Stelle. Ich habe verstellt wie ein Guru. Ich bin gewäne ungetein sei Zniesdig, aber noch alles. Ich gewäne sei Modne, als so viel Bucher und Männer, weißen wir, ob es eine fremde Frau ist. Und wie beziehst du dich mit Jiddischisten? Koidem Kol ist das Jiddisch ein bisschen modern, aber man kann sich nicht so geben mit dem. Du kannst mich verstehen und andere. Ja, ich verstehe es eigentlich. Nicht jede meinen. Es sind Menschen, die sich verstehen mehr wie andere. Die ich verstehe ich gerade sehr gut und klar. Und ja, ich habe sehr nur von den Jiddischisten. Und mir auch.
Und wir wollen dich ermutigen, weiter zu singen und zu reden, Taka, auf Jiddisch. Das ist sehr eine große Freude, wenn ich sehe von dir Videos und Audios mit deinem Geschmack in Jiddisch. Ja, schön. Gut, größten Dank für die Zeit. Willst du noch etwas übergeben? So, ich will sagen von der Eulen, wo kommen zu meinen Shows, wie es ist du local on the Upper West Side, August 24, und nachdem the Chazunas Show, wie es hat lieb Chazunas, geht sein, September 20. Ich habe noch nicht aufgelegt den Link, aber ich kann es auflegen auf meinem Instagram und auf meiner Website. Ich habe auch eine Website, rickyrose.com, wie man kann und subscribe zu der YouTube, zu der Instagram, überall. Okay, und noch einmal Instagram, Ricky, RIKI_ROSE, ja? Ja. Okay. Einen großen Dank, sei Matzliach, und hoffen wir alle, dich zu sehen bei den kommenden Konzerten und euch auf YouTube und Instagram. Ja, schkoyach, sei gesund. Schkoyach dir. Kalt auf. Wenn die feels wie die Hals ist ein Stoß, ute marane, ute maros. Wenn die feels wie die Welt ist sie groß, ute marane, ute maros. En es gaat mir ohne Schreck, a Zittern a Panik. Wenn mein ganzer Körper ist geschruft, für eine Weine. Wenn mein Herz ist bachert und klappt, a bisschen zu schnell. A tiefe Ute Marane, man ich will. Wenn ich fühl mich geil, man ist auf den Sinnen. Wenn man moich ist wirbelt mit Wilde noch Schutz derinnen. Wenn meine Gedanken in Kopf, es läuft ein bisschen zu schnell. A tiefe Ute Marane, man ich will. Wenn ich Ute Marane, fühl ich wie mein Problem sein los. Ich Ute Marane, ich fühl wie ich bin in a warmen Haus. Wenn ich spür wie der Sinn ist verstellt, wenn ich fühl wie etwas mich fehlt, wenn ich bin versagt, denn ich hab nicht kein Geld, hab ich a Ute Marane für die Welt. Wenn ich spür wie mein Herz ist entweiht, keiner kann mir helfen wie ich kann. Wenn ich will mich nicht das so, ja. Hab ich a tiefe Ute will das sein. Wenn die feels wie die Hals des nicht aus. Ute Marane, Ute Maros. Wenn die feels wie die Welt ist sie groß. Ute Marane, Ute Maros. Wenn ich spür a Zar, a Weito, bestecht gut tief. Wenn ich fühl, ich kenn nicht Stein auf mein eigene Fies. Wenn ich werde tranken, ich weiß nicht wieso ich zu schwimmen. Zieh mein Atem, weil ich heimweg zurückkomme. Wenn ich Ute Maros, fühl ich wie mein Problem und seine Los. Ich Ute Maros, ich fühl wie ich bin in a warmen Haus. Wenn ich spür wie der Sinn ist verstellt, wenn ich fühl wie etwas mir fehlt, wenn ich bin besorgt,
Ute Maranen, Ute Maros. Wenn du fühlst, wie die Welt ist sie groß. Ute Maranen.